Schönen guten Morgen. Letzte Woche hat Matthias diese Serie gestartet, Mental Health. Und er hat klargestellt, dass psychische Leiden sowie körperliche Leiden zu unserem Leben dazugehören und sie nicht ein Produkt sind aus mangelndem Glauben oder aus unserer Sünde heraus, sondern dass es auch oft ist, dass es einfach natürliche Gründe hat. Es gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Und unsere Aufgabe als Kirche ist es, hier mal hinzuschauen und diesen Scham, den es mit sich bringt, wenn man darunter leidet, wegzunehmen. Und heute möchte ich in das Thema eintauchen. Was ist, wenn das Leben sich einfach schwer anfühlt? Wenn diese Leichtigkeit fehlt? Und wir glauben daran, dass Gott Wunder tut. Aber die Realität ist, dass er manchmal einfach nicht sofort eingreift. Und was ist dann? Ja, dann geht unser Leben mit diesen Umständen weiter. Und ich möchte heute darüber reden, wie kriegen wir das hin, dass unsere Seele nicht kaputt geht, wenn unsere Umstände sich nicht zu ändern scheinen. Und die nächsten paar Male werden wir auch noch mal praktisch anschauen, was können wir denn genau für Schritte tun. Und heute möchte ich aber den Weg des Glaubens anschauen. Wie kann uns der Weg des Glaubens durchtragen? Wie kann uns Gott durchtragen durch solch eine Zeit? Und ich bin seit 2 Jahren die Bibel an einem Stück am Lesen. Und ich habe es in die Psalmen geschafft. Ich bin nicht so schnell, aber ich packe das schon noch. Auf jeden Fall, mich haben die Psalmen unglaublich fasziniert und ich werde heute auch viel von den Psalmen bringen, das werdet ihr merken. Und ich weiß nicht, ob diese Faszination jetzt gekommen ist, weil ich die Psalmen mal an einem Stück lese. Aber da ist so viel Realität drin. Da ist so viel drin, wie unsere Leben auch aussehen. Und da ist ein Spannungsfeld in diesen Psalmen drin zwischen Freude und Leid, zwischen Verzweiflung und Hoffnung, zwischen diesem Sehnen nach Veränderung, aber auch Wissen, Gott kann es tun. Und dieses Unverständnis und doch diese Anbetung. Und ich möchte eintauchen in einen Psalm von König David. Matthias hat das letzte Woche schon erwähnt. König David ist so oft unten durchgegangen und auch seine Seele hat so oft gelitten. Und ich möchte mit euch eintauchen in einen Psalm, wo wir nachvollziehen können, wie König David gelitten hat. Wir lesen Psalm 69, 3-4. Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet. Meine Augen sind verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Und wir können diesen Vers noch eingeblendet lassen. Ich weiß nicht, wenn ich diesen Vers vorlese, was das in dir macht. Ob du das vielleicht kennst in deinem Leben. König David beschreibt uns hier, wie er sich sehnt nach Veränderung und Gott scheint nicht einzugreifen. Er ist am Ende mit seinen Kräften. Und ich weiß nicht, ob dein Fuß schon mal in einem Schlamm gesteckt hat. Aber wenn er mal steckt, dann kriegst du ihn einfach fast nicht mehr da raus. Geschweige denn, dass du überhaupt Schritte tun kannst. Und David ist hier natürlich sinnbildlich, beschreibt er, wie es ihm geht. Er kommt nicht mehr vorwärts. Er sieht
keinen Ausgang mehr und er merkt, sein Leben ist einfach bald zu Ende. Und das können verschiedene Umstände in unserem Leben sein. Manchmal ist es so, dass einfach alles zusammenkommt. Und manchmal sind es einzelne Umstände, die solch ein Gefühl oder einen Umstand, wie es David hier beschreibt, auslösen. Und oft ist es ja auch so, dass dann die große Frage des Warums in unseren Kopf hochkommt. Und im 2022 habe ich das erlebt, wie mir den Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ich habe das schon mal erwähnt, ich bin dann nach dem 3. Kind in eine hormonelle Achterbahn geraten, das nennt sich auch PMS. Und das hat mich so überfahren und so weggerissen, ich wusste wirklich nicht mehr, was ist oben, was ist unten, was bin ich nicht, was sind meine Hormone, was ist mein Östrogen, keine Ahnung. Und ich habe gemerkt, wie diese Leichtigkeit, die ich mein ganzes Leben hatte, einfach wie von mir weggespült wurde. Und ich habe gemerkt, wie eine Schwere auf mich kommt und es manchmal auch schwierig sogar für mich war, irgendwelche Freude zu spüren. Und ich muss zugeben, ich hatte früher eine unglaubliche Naivität. Ich dachte immer, das passiert mir nie. Ich habe das nicht laut ausgesprochen, aber das war so in meinem Kopf. Und Gott hat mich eines Besseren belehrt. Und dafür bin ich heute dankbar. Aber in diesem Zustand, fühlte ich mich wirklich so, als wäre ich nahe am Ertrinken. Und ich hatte 3 kleine Kinder und das tat mir so weh, weil ich wie merkte, ich konnte nicht die Mutter sein, die ich wollte. Und ich wusste, es war doch so wichtig, die ersten paar Jahre mit den Kindern. Und diese Erwartungen, die ich hatte, konnte ich wie nicht erfüllen. Und es sind 2 Sachen passiert. Und ich glaube, das passiert oft, wenn wir durch solche Phasen durchgehen. Das Erste ist, ich musste mir sehr gut überlegen, was sind eigentlich meine Prioritäten. Weil, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du praktisch nichts mehr selber hinbekommst, dann musst du dir sehr gut überlegen, wo du deine Energie reinbringst. Und zweitens kommt die Frage hoch, was bist du eigentlich noch wert, wenn du nichts mehr leisten kannst? Und ich glaube, es ist unglaublich zentral, was für Antworten diese Frage von uns erhalten. Ich bin sogar der Überzeugung, dass sie bestimmen, wie wir durch solche Zeiten gehen. Lass uns mal anschauen, was König David uns da rät. Im Psalm 27,14 schreibt er: Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Und ich finde das so spannend, dieser Vers ist so kurz und 2-mal kommt dieses Wort harre vor. Und dieses Wort harre, das meint vertraue auf Gott, bleib dran, auch wenn deine Umstände sich nicht zu ändern scheinen. Harre auf ihn. Und das ist nicht ein passives Nichtstun. Einfach, ja, ich warte mal ab und schaue, was Gott macht. Nein, das ist ein aktives Vertrauen, ein geduldiges, aktives, festes Vertrauen, dass Gott seine Geschichte durch diese Umstände durchmacht, dass Gott eingreift auf seine Wege. Ein festes, mutiges Dranbleiben. Und ich weiß, manchmal ist das so viel schwerer, zu harren und abzuwarten, was Gott macht. Und es ist einfacher, es selber in die Hand zu nehmen. Aber David schreibt uns auch im Psalm 46, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt.
Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Und ich liebe das, in einer Übersetzung heißt es, wenn die Erde umgekehrt wird, also wenn unser Leben Kopf steht. Und David hält da an Gott fest, weil er weiß und schon viel erlebt hat, wie Gott sich zeigt, wie er durchträgt. Und das durfte ich auch in meinem Leben erfahren. Und das Schönste ist, ich muss euch nicht erzählen heute Morgen, wie Gott mich durchgetragen hat, sondern ich habe euch Andrea Adank vom ICF Basel-Land mitgebracht. Als ich durch diese Zeit durchging, ist sie parallel durch eine Krise durchgegangen, von der sie uns nachher erzählen wird. Und wir haben verschiedene Umstände gehabt, aber wir haben das Gleiche erlebt. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr einen herzlichen Applaus gebt. Im September 2022 hat für mich eine sehr schwierige Zeit begonnen. Ich hatte da zum ersten Mal Covid und als Folge davon hat sich bei mir Long-Covid daraus entwickelt. Diese komplexe Erkrankung, von der niemand wusste, wie man die behandeln konnte, hat mich sehr, sehr stark kognitiv und körperlich beeinträchtigt. Das Hauptsymptom war eine enorme Erschöpfung. Wenn ich am Morgen aufwachte, war ich immer noch genauso energielos, wie ich am Abend ins Bett gegangen war. Ich konnte meinen Haushalt nur noch mit Hilfe führen. Soziale Kontakte waren kaum mehr möglich. Selbst meine Familie hat mich sehr, sehr stark ermüdet. Und ich konnte auch fast kein Hobby mehr ausüben. Das Lesen von einfachen Büchern ging zum Glück noch, aber komplexere Texte habe ich nicht mehr verstanden. Und auch manchmal das Bibellesen da war ich auch schon an meiner Grenze. Auch die Gottesdienste vor Ort waren eine viel zu große Reizüberflutung, mit der ich nicht mehr klarkam. Und so bin ich umso dankbarer, dass ich via Livestream doch jeden Sonntag eigentlich dabei sein konnte. Diese Gottesdienste haben mir sehr, sehr viel gegeben. Und ich möchte an dieser Stelle dem Technikteam ganz herzlich danken, dass ihr das immer noch möglich macht. Als dann die Krankentaggeldversicherung ausgelaufen war, habe ich auch noch meine Arbeitsstelle verloren und ich wurde zu einem Fall für die IV. Kurz, die Krankheit hat mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt, wie Marisa vorhin gesagt hat. Nach einer zweiten Covid-Infektion und kurz darauf noch einer Grippe wurde alles noch schlimmer und ich musste für 7 Wochen in eine Reha-Klinik, die aber nicht viel gebracht hat. Und danach stagnierte mein Zustand für sehr lange Zeit und Fortschritte konnte ich nur in Mikroschritten machen. Diese 3,5 Jahre waren keine einfache Zeit. Und besonders am Anfang habe ich viel gerungen mit Gott, warum er das zugelassen hat und warum er mich nicht einfach heilt. Ich habe immer geglaubt, dass er das kann. Und damit ich meine Kondition nicht noch ganz verlor, habe ich viele Spaziergänge gemacht und meistens waren das Gebetsspaziergänge. Ganz langsam von Bänkli zu Bänkli. Und dort unterwegs im Wald, dort hat Gott mir verinnerlicht. Etwas, das ich eigentlich schon mein Leben lang wusste, nämlich, dass ich sein geliebtes Kind bin. Und dass seine Liebe das Fundament ist, das mich trägt. Er wusste, dass ich das brauche durch diese Zeit. Und ich bin oft hingestanden und habe mir vorgestellt, dass ich auf der Liebe stehe
und dass meine Füße so wie Wurzeln in diese Liebe hinein wachsen. So wie bei einem Baum, der zuerst ein kleines, zartes Pflänzchen ist und dann aber wächst und stark wird und auch in Stürmen bestehen kann. Und ebenso hat mir Gott auch klar gemacht, dass er mir vergeben hat. Wo auch immer ich falsch gelegen hatte, er hat meine Schuld weggenommen und meine Krankheit war keine Folge oder gar Strafe für mein Verhalten. Und zudem habe ich mit dem Wegfallen all dessen, was mein Leben bisher ausgemacht hat, ganz eindrücklich gemerkt, dass mein Wert als Mensch ganz unabhängig davon ist, ob ich stark oder schwach bin, ob ich etwas leisten kann oder eben nicht, sondern für Gott bin ich immer gleich wertvoll und gleich kostbar. Für mich war das Verinnerlichen von Gottes Wort und das Suchen von seiner Nähe, das war meine wichtigste Kraftquelle. Es gab aber in Gottes Wort auch Verse, die haben mir sehr Mühe gemacht. Zum Beispiel Jesaja 40, Vers 31, wo es heißt, dass er dem Müden Kraft gibt und dem, der nicht kann, genug Stärke und dass sie auffahren mit Flügeln wie von einem Adler. Das war so überhaupt nicht meine Erfahrung in dieser Situation, bis ich gemerkt habe, dass es um die innere Kraft geht. Und wenn ich diese innere Kraft habe, dann halte ich sehr wohl durch. Gott hat mir auch in jedem Jahr einen Vers gegeben, der mir ganz besonders wichtig wurde. Zum Beispiel Psalm 73, die Verse 23 bis 26 waren eine solche Stelle. Dort heißt es, jetzt bleibe ich bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Auch wenn ich nicht wusste, wo der Weg hinführt, so bestätigte mir dieser Vers doch, dass Gott mich nach seinem Plan führt und dass er mich am Ende aufnimmt. Und der letzte Vers dieser Stelle wurde mir auch besonders wichtig. Dort heißt es, Gott nahe zu sein, ist mein größtes Glück. Und das kann ich nur bestätigen. Und dennoch war die Perspektivenlosigkeit lange Zeit mein größtes Problem. Niemand konnte mir sagen, ob ich wieder gesund werde. Und je länger mein Zustand andauerte, desto weniger konnte ich das glauben, weil die Krankheit schien einen chronischen Verlauf angenommen zu haben. Da haben mir Bilder, die ich bekommen habe von Menschen, die für mich gebetet haben, sehr geholfen. Mehrmals bekam ich ein Bild, das mich am Anfang sehr verwirrte. Es war das Bild von einfach einer weißen Fläche. Beim zweiten Bild gab es dann einen Weg auf diesem Weiß. Und Gott hat diese Bilder wieder aufgenommen in den Winterferien zweimal. Einmal war ich im stockdicken Nebel auf einem Weg unterwegs und es war so weiß rundherum, Schnee und Nebel, dass ich meinen Weg wirklich kaum sah. Dafür habe ich Gottes Gegenwart ganz, ganz stark gespürt. Und es war mir, als ob Gott mir sagen wollte, vertrau mir einfach, ich kenne den Weg und ich führe dich. Und ein Jahr später, an einem ähnlichen Ort, hatte ich wieder so eine starke Gottesbegegnung. Das war dann auf einem so dick zugeschneiten Weg, dass ich den auch wieder nicht mehr gesehen habe. Dafür habe ich plötzlich die Wanderwegzeichen am Wegesrand bemerkt. Und ich spürte, dass Gott mir sagte, auch wenn du den Weg immer noch nicht siehst, aber ich gebe dir die Anhaltspunkte. Und von da an ging es gar nicht mehr lange, bis der Wendepunkt kam und ich die Wanderwegzeichen oder die Straßentafeln bemerkt habe. Ich musste wieder einmal in die Post-Covid-Sprechstunde
und die Ärztin erzählte mir von einer Gruppenintervention, die sie im Februar zum ersten Mal mit sehr guten Resultaten durchgeführt hatten. Und sie fragte mich, ob ich Interesse hätte, im April an einer solchen Intervention teilzunehmen. Und als ich dann das Spital verließ, hatte ich wie angeworfen ein Lied im Kopf. Vater, ich danke dir, denn du bist so gut zu mir. Und mein Kopf brummte sehr. Ich habe mich dann auf eine Bank gesetzt und da ist mir eine Predigt in den Sinn gekommen vom Gelähmten am Teich Bethesda, wo Jesus ihn fragte, willst du gesund werden? Es ging nicht darum, ob Jesus ihn zum Wasser tragen konnte, sondern willst du gesund werden? Und ich hatte den Eindruck, dass er mich genau das Gleiche fragte. Willst du diese Chance packen? Ich habe mich dann dafür entschieden und habe wirklich diesen Platz in der Gruppenintervention bekommen und habe dort gelernt, wie ich mein vegetatives Nervensystem beeinflussen kann, dass es mir irgendwann diese Erschöpfungssymptome nicht mehr sendet. Und jetzt ist es noch nicht ganz vorbei, aber ich habe mein Leben wieder zurück. Und ich bin so dankbar dafür. Ja, für all das, was jetzt wieder möglich ist, inklusive 2 Gottesdiensten vor Ort heute. Genau, und ich möchte Gott einfach die Ehre geben dafür. Und auch wenn ich mir oft eine schnelle Heilung gewünscht habe und mein Umfeld erst recht, hat Gott mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Er kennt mich durch und er weiß auch, wie ich ticke. Und auch wenn ich zeitweise sehr aufgewühlt war und dann damit zu ihm kam, dann hat er mich immer wieder ruhig gemacht und hat mir seinen Frieden gegeben. Ja, er hat mich psychisch so festgehalten, dass sogar alle Psychologinnen und einmal eine Psychiaterin, mit denen ich im Laufe der Therapien zu tun hatte, wieder geschickt haben, weil sie gesagt haben, ich sei emotional viel zu gesund. Ja, Gott hat mich wirklich getragen und mir immer wieder bewiesen, dass ich ihm vertrauen konnte. Und er hat nie die Übersicht verloren, wenn ich den Weg nicht mehr gesehen habe. So gut. Ich liebe einfach, wie sie dran geblieben ist und auf Gott geharrt hat und dann Gott einfach ins Spiel kam. Und das war für mich in dieser Zeit auch so viel Inspiration, immer mal wieder mit ihr auszutauschen und zu merken, Gott verhebt sogar in ihrer Situation. Also ich kann dranbleiben und harren. Und wir haben diesen Vers von Philipper 4, Vers 7 über diese Serie ausgeschrieben. Und ich finde eigentlich den Vorvers noch so viel besser dazu. Deshalb lesen wir Philipper 4, 6 bis 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Seid um nichts besorgt. Ich möchte mit euch diesen Vers ein bisschen auseinandernehmen. Da steht, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen in Danksagung. Und ich liebe das. Das ist das, was wir in den Psalmen sehen, was König David gemacht hat. Er hat zu Gott gefleht und ich liebe, dass das nicht nur Gebet steht, sondern es steht und Flehen. Das ist dieses Harren, dieses Bitte Gott, zeig dich mir. Dass dieses Dranbleiben, dieses Vertrauen, dass Gott irgendwann eingreift. Dass wir das vor Gott bringen dürfen.
Und dann steht weiter, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und ich liebe das, weil es ist etwas, das wir nicht machen können. Es ist Gott, der uns diesen Frieden zur Verfügung stellt. Und dieser Friede kommt und wir können ihn nicht runterholen. Wir können ihn nicht irgendwie über jemanden rüber stolpern. Das geht nicht. Nein, dieser Friede Gottes kommt mit einem Geschenk von ihm. Und das Spannende ist, wir können das einfach nicht begreifen. Wir checken das nicht. Und das ist okay. Weil das ist etwas, was unseren Verstand übersteigt. Die Größe Gottes ist sowieso etwas, das unseren Verstand übersteigt. Aber dieser Friede Gottes darf kommen. Und was macht er? Ganz spannend. Er bewahrt unsere Herzen und unsere Gedanken. Und dieses Bewahren, Paulus meint hier nicht er nimmt unsere Gedanken und das, was in unserem Herzen ist und legt es in eine Schublade und dann ist es aufbewahrt. Nein, Paulus redet hier von einem Bewachen, einen aktiven Bewachen über unsere Herzen, unsere Gedanken, dass sie wache stehen und schauen, dass unsere Seele nicht kaputt geht, dass unsere Gedankenkarussell nicht irgendwo uns verrückt macht. Und jetzt kommt das Zentralste an diesem Vers und das wohl bedeutendste: in Christus Jesus. In dieser Verbindung mit Jesus, in dieser Beziehung mit Jesus kommt dieser Friede, der unseren Verstand übersteigt und wacht über unsere Gedanken und über unsere Herzen und Seelen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du zu Gott gehst, dass du zu Jesus ans Kreuz gehst, dass das zu deiner Priorität wird, wenn es dir nicht gut geht, dass du zum Kreuz gehst und bei ihm alles einfach abgibst, dass du betest, dass du flehst und dass dieser Friede von Gott, den wir nicht begreifen können, dass der in dein Herz rutschen darf. Wir dürfen zu Gott klagen, wir dürfen zu Gott flehen. Und wir dürfen lernen, bei ihm auszuharren. Und ich weiß, das ist unglaublich schwer manchmal und schmerzhaft, wenn man in einer Situation ist, wo man keinen Ausweg mehr sieht. Ist dieses Ausharren eine Herausforderung. Aber ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, wenn du in einer solchen Situation bist, höre nicht auf zu harren auf Gott. Höre nicht auf, gib den Mut nicht auf, ringe mit Gott um diesen Frieden, der er verheißen hat. Und wir dürfen das erleben und deshalb liebe ich dieses Zeugnis. Und es gibt so viele Menschen, die das erlebt haben. Höre nicht auf Gott zu harren. Und wir lesen von König David im Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ich weiß nicht, ob dieser Psalm, dieser Vers dir mal schon so bewusst wurde, was er da überhaupt schreibt. Er sagt dir, und ob, auch wenn ich mal wieder unten durchgehe, auch wenn ich mal wieder in Bedrängnis bin oder wenn ich auch wieder mal seelisch an den Anschlag komme. Das ist für mich nicht zentral, wenn ich weiß, dass du Gott bei mir bist. Was für ein Glaube.
Und ich weiß nicht, ob du das auch schon sagen kannst über deinem Leben. Aber König David konnte dies aussprechen, weil er erlebt hat, dass Gott ein treuer Gott ist. Weil er nicht das erste Mal erlebt hat, dass Gott ihn rausholt. Weil er das schon so oft erlebt hat, wenn er unten durchgeht. Er darf wissen, wenn Gott bei ihm ist, muss er sich nicht fürchten. Und ich liebe das, wenn wir das hinbekommen, zu sagen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, dann haben wir einen Glauben, wo wir einfach wissen, was wir für einen treuen Gott haben. Dann haben wir diesen Frieden, der uns durchträgt, auch wenn es uns schlecht geht. Und ich möchte dir trotzdem noch einen Tipp heute auf den Weg geben. Und zwar ist das, ich sage das einfach jedem, bis es jeder macht. Das ist für mich wirklich ein Anker geworden in Zeiten, wo ich nichts mehr sehe, wo alles nebelig ist. In Zeiten, wo ich nicht mehr leisten kann oder einfach das Gefühl habe, was will Gott schon mit mir anfangen. Und ich habe es mitgebracht, es muss aber schön bleiben. Ich habe hier mein Buch, ein Notizbuch, das habe ich Das habe ich vor 14 oder 15 Jahren von meiner Schwester erhalten. Und ich habe da angefangen hinzuschreiben, was ich mit Gott erlebe. Was er schon alles in meinem Leben getan hat. Oder Gebete, die mir sehr wichtig wurden. Bibelverse, wo ich wusste, die sind zentral für meinen weiteren Weg. Prophetien, die ich von anderen Leuten erhalten habe oder Bilder, die mir andere Leute gegeben haben. Ich habe das alles hier aufgeschrieben. Und wenn ich wandere im finsteren Tal, dann ist das mein Anker geworden. Neben der Bibel natürlich, neben dem Lesen in Gottes Wort, schlage ich denn das hier auf und ich weine jedes Mal. Immer wenn ich es aufschlage, dann lese ich diese Verheißungen über meinem Leben oder wo Gott mich schon mal aus einem finsteren Tal rausgenommen hat. Und ich erhalte diese Hoffnung und diese Stärke auszuharren. Zu harren und zu warten auf das Wirken Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch keines hast. Wir haben welche für dich. Janka hat mit ihrem Bücherladen Wertschatz, hat sie uns einige Notizbücher hingestellt, die du kaufen darfst. Ich möchte dich wirklich ermutigen, ich war nie der Schreiber, wirklich nie. Und ich schreibe auch nicht gern Tagebuch, mache ich einfach nicht gerne. Diese Gedanken bleiben einfach in meinem Kopf. Aber das habe ich gemerkt. Das ist wirklich unglaublich wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern, was Gott in unserem Leben gemacht hat, weil wir vergessen. Und das lesen wir in der Bibel so oft. Wenn vergessen wurde, sind sie so schnell vom Weg abgekommen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, ob du Schreiber bist oder nicht, ob du Frau bist oder Mann, egal. Schreibe dir auf und sammle, was Gott in deinem Leben bereits getan hat oder noch tun wird. Oder Bilder, an denen du festhalten kannst. Und lass dich durchtragen durch das durch. Und du darfst jetzt aufstehen und ich möchte für dich beten. Ich möchte für 2 Gruppen beten. Wenn es dir gut geht, dann möchte ich dich herausfordern, trage mit Leute, denen es nicht so gut geht. Zeige nicht mit den Fingern auf sie, sondern lass sie spüren, dass du mitträgst.
Und ich möchte für dich beten, dass du solch ein Träger wirst. Und wenn es dir nicht gut geht, dann möchte ich auch für dich beten, dass dieser Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, in dein Leben reinkommen darf und dich durchträgt, egal was unsere Umstände sind. Gott, ich danke dir, dass du ein treuer und guter Gott bist. Ich danke dir für deine Güte, für dein Durchtragen. Ich bitte dich, dass du diese Menschen ausrüstest, die die Energie haben, andere zu tragen. Dass du ihnen die Augen öffnest für Menschen, die ihre Hilfe brauchen. Zeig du, wo sie anpacken dürfen und Leute mittragen dürfen, dass wir eine Einheit werden, dass wir eine Familie werden, die sich gegenseitig trägt durch Höhen und durch Tiefen. Und wenn du heute Morgen hier bist und es geht dir schlecht, dann strecke deine Hände aus. Aus zu Gott, zu Jesus. Und Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen dein Eingreifen. Wir brauchen diesen Frieden. Wir brauchen, dass du uns über unsere Herzen und unsere Gedanken wachst. Und Jesus, nimm du Raum ein in unseren Herzen. Wir möchten auf dich harren. Wir möchten auf dich vertrauen und erleben, dass du uns durchträgst. Schenk du uns deinen Frieden. Amen.